Ja, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Und zwar habe ich mir mal gedacht, ich spiele mal alle Formel 1 Games durch, die ich habe. Und wir starten mit F1 2015. Das ist auch, muss man ehrlich sagen, das erste Game, das eigentlich ein bisschen brauchbar war, beziehungsweise wo man gemerkt hat, sie haben jetzt mal ein bisschen weiterentwickelt von Codemaster. Weil gefühlt von F1 2010 bis 2013 oder nein, bis 2014 sogar, das sind eigentlich immer alles die gleichen Games gewesen. Es ist einfach nur die Autos so ein bisschen angepasst worden, sind also so FIFA-like in dem Sinn. Und ja, wir spielen jetzt einmal F1 2015, wo wir aber auch 2014 eine Saison spielen können. Das war aber noch geil bei diesem Game. Wir können 14er und 15er Saison spielen. Und wir möchten einfach mal ein bisschen schauen, wie grob oder wie anders ist das Game gegenüber jetzt zum Beispiel F1 2021 oder das 20 auch. Und ja, wir gehen mal trainieren, also wir sehen mal, es ist relativ übersichtlich. Da ist sogar noch meine Meisterschaftssaison drauf, sehe ich gerade, und ich nehme auf der PS5 auf. Aber das ist natürlich ein PS4-Game, aber der Spielstand hat es natürlich aus der Cloud rausgenommen. Also wir haben die Meisterschaftssaison, die wir machen können mit einem Fahrer, einfach Profisaison, wo wir keine Fahrhilfe, nichts drin haben. Schnellstart ist einfach das Rennen, Mehrspieler, logischerweise Zeitfahren. Meine F1, Schwierigkeitsgrad, alles also einstellen, das ist eigentlich ein Einstellungsmodus da, Event und dann fängt es wieder von vorne an. Also es ist recht übersichtlich. Was wir jetzt einfach mal machen, ist ein Zeitfahren auf einer Strecke, wo eigentlich in allen Games drin sind. Das sollte rein theoretisch, wenn ich es richtig im Kopf habe, sollte das eigentlich genau Spielberg sein. Die sollte sicher drin sein, Bahrain wäre sicher auch drin, aber wir gehen auf Spielberg, weil das ist eine Strecke, die ich lieber fahre. Und einfach mal ein bisschen zum Rausspüren, ja, wie anders ist eigentlich jetzt so das Game von der Fahrphysik her. Was wir aber allerdings zuerst noch machen, wobei, nein, das sehen wir ja, glaube ich, da noch bei der Fahrerauswahl. So, ich bin leider schon ins Zeitfahren reingekommen. Ich konnte nicht noch jemanden auswählen. Dann gehen wir halt schnell kurz in den Schnellstart rein, nehmen einfach zum Beispiel Kanada. So, da sehen wir jetzt auch, wer drin ist. Wir haben einerseits mal den Sebastian Vettel und den Daniel Ricciardo bei Red Bull. Das war die letzte Saison vom Vettel bei Red Bull. Dann ist jetzt auf Ferrari gegangen. Dann haben wir Mercedes mit dem Hamilton und Nico Rosberg noch. Und nachher haben wir Ferrari mit dem Fernando Alonso und dem Kimi Räikkönen. Und als nächstes haben wir noch Lotus. Hier gibt es ja mittlerweile auch nicht mehr in der Formel 1. Roman Grosjean, oder Roman Grosjean heisst der, ja. Und der Pastor Maldonado, der war auch noch dort dabei. Das war aber, glaube ich, seine letzte Saison gewesen, oder ist 2015 noch gefahren? Ich weiß es nicht einmal mehr. Dann haben wir bei McLaren haben wir den Jenson Button und den Kevin Magnussen. Ja, der ist einmal bei McLaren noch gefahren. Und dann haben wir noch Force India mit dem Nico Hülkenberg und der Sergio Perez. Ich finde es so interessant, wie die Gesichter, also es gab zum Beispiel von Perez, irgendwie gefühlt sieht der 2021, also im F1 2021 sieht der immer noch gleich aus. Sauber haben wir hier noch nicht Alfa Romeo mit dem Sutil. Der ist jetzt sogar auch noch gefahren, den habe ich zum Beispiel gar nicht mehr im Kopf gehabt. Hat der die Autonummer 99? Fahrernummer 99, ja, die hat jetzt Antonio. Und der Gutierrez ist mittlerweile ein Mercedes-Testfahrer. Scuderia Toro Rosso, nicht mehr Alpha Tauri. Mit dem Jean-Éric Vergne ist schon jetzt Formula E-Rennfahrer, ist auch Weltmeister schon geworden, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich muss ehrlich sagen, Formula E ist jetzt ein Sport, der mich gar nicht interessiert. Und der Daniel Kvyat, der ist dort. Ist er dort schon zurückgestuft worden oder ist das 2015 passiert? Nein, ist 2016 passiert, glaube ich. Williams haben wir hier auch noch. Mit dem Felipe Massa und dem Valtteri Bottas. Ja, das war, glaube ich, seine erste Saison, eine von seiner ersten Saison. 2013 ist er, glaube ich, auch schon gefahren. Marussia haben wir aber auch noch. Mit dem Jules Bianchi, der leider verstorben ist. In Japan war das. Das war sogar, glaube ich, 2014 Saison. Und dann haben wir hier noch den Max Chilton. Der sagt mir jetzt wiederum zum Beispiel gar nichts. Was ist das für einer? Von wo kommt der? Von Amerika? Vom Namen her könnte... nein, er ist ein Engländer. Okay. Caterham hat es ja auch noch gegeben. Oh shit. Der Kobayashi und der Ericsson. Nachher noch Silly und Sauber gefahren. Also wir sehen, wie viele Teams haben wir da? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Da haben wir sogar noch 11 Teams. Jetzt sind wir ja nur noch 10. Da hat es noch ein Team mehr gegeben. Und ja, wir gehen jetzt mal in ein Zeitfahren rein und fetzen mal eine Runde auf Spielberg. Oder wir können auch eigentlich... Wir können auch Belgien nehmen.
Wow, okay, und die Grafik sieht recht schön aus. So, wir schauen mal hier noch schnell kurz rein. Setup. Ah, das ist noch geil, da hast du noch eine Animation gehabt. Da hat er das Tablet gegeben und da hast du hier das Zeug einstellen. Das ist noch geil gemacht. Ich nehme einfach, ich sage jetzt, ich nehme überall einfach das 4. Machen wir so, ich nehme überall das 4. Sadala. Das ist schon geil gemacht, muss ich wirklich sagen. Und mehr kann ich nicht machen. Ich kann einfach Setup einstellen und dann hat es schon, da hat es noch keine Fahrtrainings oder so Methoden gegeben, wobei das ist im Zeitfahren eh nicht möglich gewesen, aber sonst hat es das noch nicht gegeben. Und dann würde man sagen, wir gehen jetzt mal auf die Strecke. Ich kann nicht rausfahren, ich kann nur direkt in eine fliegende Runde gehen. Okay. Oh mein Gott. Okay. Ich fahre jetzt gleich einfach weiter. Ich habe kein Force-Feedback gefühlt. Wo tue ich die RS rein? Okay. Moment, ich muss schon kurz schauen, wo muss ich das DRS rein tun? Ah, okay, da war es. Okay. Oh. Wow, also wir haben noch kein Halo. Aber plötzlich, ehrlich gesagt, recht flüssig. Kann ich echt durch Rausch Vollgas fahren? Okay. Füllt unendlich Grip hier drauf. Ja, es ist halt schon ein bisschen einfacher aufgebaut, aber also ich muss jetzt ehrlich sagen, oh, es spürt sich nicht einmal so schlecht. Aber, Alter, die Bremspunkte sind komplett anders gefühlt. Gut, die Autos sind früher natürlich ein bisschen anders gewesen noch. Die haben natürlich noch nicht so das Grippenniveau gehabt oder die Aerodynamik, wie wir es heute an den Autos haben. Oh! Muss ich da früh abbremsen? Wow! Karre untersteuert. Hey, aber ich muss wirklich sagen, es spielt sich nicht schlecht. Hätte jetzt nicht erfahren, wie flüssig das läuft. Also, ich denke jetzt nicht, dass das Game irgendwie noch eine Optimierung oder einen Boost bekommt von der PS5. Also auf der PS4 ist es genauso flüssig gelaufen. Und dann, wenn man hier ein geiles Setup drauf hat, dann könnte das wirklich etwas sein. Oh mein Gott, habe ich mich verbremst. Also dann kann ich mobile Veränderungen machen. Bremskraft. Oh mein Gott. Front. So, wir probieren es nochmal. Wow, wie früh, dass man da aufs Gas kann. Holy shit, ohne Wheelspin. Und ich kann einfach Vollgas hier durch. Track Limits gefühlt jetzt auch nicht. Aber es ist recht ungewohnt, weil ich kein Force Feedback habe. Also oh, noch verbremse ich mich wieder. Oh, okay. Ich habe schon ein bisschen Force Feedback, aber sehr schwach nur. Aber es spielt sich noch echt geil. Also, die könnt mir ja noch gerne in die Kommentare schreiben, schnell, welches F1-Game euer Favorite ist bis jetzt. Also eben, ich hätte eigentlich auch noch das F1 2012, muss ich ehrlich sagen. Allerdings für einen PC und ich finde eben die Games nicht so wahnsinnig geil. Ich finde jetzt so hier ab 2015, das ist so das erste F1-Game gewesen, wo ich sagen so, mal, das ist jetzt wirklich ein gutes Spiel noch. Also ich finde jetzt, also ich muss jetzt sagen, jetzt wo ich es so spiele, spielt sich wirklich geil. Da vorne hat der Controller und der schneller als ich. 100% fährt er mit Controller, aber egal. Ich komme mit diesen Bremspunkten auch nicht so klar. Wow! Okay, aber eben Track Limits. What the fuck is that? So.
Okay, ich würde mal sagen, wir gehen noch schnell über ins 2.15er rein, wobei das ist ja das gleiche Game eigentlich, aber wir machen es gleich, einfach noch, dass es vollständig ist. Und würde ich mal sagen, wir sehen uns gerade wieder, wenn wir wieder in Spa sind mit dem 2.15er Game. Let's go! So, herzlich willkommen zurück. Wir sind jetzt in F1 2015 und wir schauen jetzt auch noch mal schnell kurz trainieren, wer ist eigentlich dazu mal gefahren. Und da gehen wir jetzt schnell kurz in Schnellstart rein. Mal schnell Australien und wir starten jetzt einfach gerade mal bei Manor und scheint es nach Alphabet, so wie es ausgesehen haben. Und Manor war damals mal Russia gewesen, hat es dann einfach einen Teamnamen, also eine Änderung gegeben vom Teamnamen. Wir haben Will Stevens, okay, Will Stevens, sagt mir jetzt gar nichts, Brite, okay. Roberto Meri, der wiederum sagt mir ein bisschen etwas, aber ja, der war auch nur so drin und hat wieder weg gewesen. Mercedes hat sich nicht verändert mit Lewis Hamilton und Nico Rosberg. Auch die Gesichter sehen natürlich alle gleich aus. Wir haben jetzt hier Red Bull mit dem Daniel Ricciardo und Daniel Kvyat. Kvyat ist dazu mal dann nachher raufgekommen, stimmt, zu Red Bull, aber nicht lang. Williams haben wir den Felipe Massa und den Valtteri Bottas weiterhin. Scuderia Ferrari haben wir jetzt den Vettel und den Kimi Räikkönen. So, dann haben wir McLaren Honda mit dem Fernando Alonso, der ja dann nachher zu McLaren gegangen ist, weil er gemeint hat, mit denen kann er jetzt nochmal irgendwie Weltmeister werden oder etwas reissen, aber ja, es sind dann nochmal so legendäre Funksprüche dann gekommen. Und eben noch der Jenson Button, ich finde den immer noch einer der sympathischsten Fahrer, die es gibt. Und dann haben wir wieder Force India, da hat sich nichts geändert. Wir haben hier den Hülkenberg, der eigentlich ganz komisch aussieht, muss ich ehrlich sagen. Und dann noch den Sergio Perez. Scuderia Toro Rosso mit dem Max Verstappen, das ist seine erste Saison, und auch im Carlos Sainz seine erste Saison. Lotus, Romain Grosjean haben wir wieder drin und der Passo Maldonado, okay, der ist auch noch 2015 gefahren, habe ich jetzt zum Beispiel nicht mehr gewusst. Sauber hatte dort nochmal ein bisschen andere Farben da gehabt, wegen dem Sponsor von Felipe Nasr, und eben Marcus Ericsson ist dann nachher von Caterham nach Sauber oder zu Sauber rübergekommen. Und das wäre es schon gewesen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da haben wir 10 Teams. Da ist dann eben ein Team weggeflogen und das war dann eben Caterham dann schlussendlich. Ich glaube, das Lotus ist nachher Renault geworden, das könnte noch sein. Wir haben wieder in Sauber. Ja, komm, wir haben wieder in Sauber. Spielt eigentlich auch nicht so eine Rolle. Schau, die Fahrhilfe ist alles ausgeschaltet, das hat es eigentlich von vorher übernommen. Let's go! Aber ja, also es macht schon Spass, irgendwie, muss ich ehrlich sagen, so ein bisschen in Erinnerungen schwelgen, weil ich habe auch früher, ich weiß nicht, ob ich die Videos noch online habe, ich habe dazu mal mein erstes Let's Play mit F1 2015 gemacht, also mein erstes F1-Game, das ich gespielt habe eigentlich auf YouTube oder für YouTube. Und ja, weckt ein bisschen Erinnerungen. Habe ich echt gerne gespielt, muss ich ehrlich sagen. So, wir gehen wieder auf die Strecke, aber ich denke, wird es nicht gross anders sein. Ja, immer noch kein Force Feedback. Oder sehr wenig. Okay. Aber der Grip fährt sich ehrlich gesagt hure schnell wieder. So, wieder durch den Rausch durch da. Ja, okay, jetzt, ja gut, das war jetzt ein rechter Cut-Out, muss ich ehrlich sagen. Aber eben, das ist ja da nicht gross anders. Nicht mit dem Wunder, wie es im 16 ist. Wow, okay. Also die Kurve hier, will ich einfach nicht fahren können. Aber wenn ihr mal Bock habt, also wenn ihr sagt so, hey, spiel doch mal so eine Saison von 2014 oder 2015, schreibt es doch auch mal gerne in die Kommentare. Ich würde mich noch wundern, ob ihr Bock hättet auf so etwas. So mal ein bisschen Oldschool-Saison. Ich mache jetzt das momentan ja bei Grand Prix 4. Und da können wir sicher mal so etwas machen. Ich habe auch schon Bock drauf. Weil so ein Game, so nostalgiemäßig, ist halt schon immer geil, muss man ehrlich sagen.
Oh. Also sie sind nicht so einfach zum Fahren. Also sie haben zwar dunkel mit besseren Grip, also gerade aus der Kurve raus, aber das kann natürlich auch sein, weil das halt dazu mal noch eine ganz andere Renn-Engine ist, ja, so muss ich sagen. Also nicht der Rennmotor in dem Sinn, sondern halt der Aufbau des Game. Die Physik ist halt doch ein bisschen anders als in der heutigen F1-Game. Fühlt sich einfach so hure agil an, der Wagen, aber ich glaube, das könnte schon auch sein, dass die dazu mal ein bisschen agiler waren als die heutigen. Ich weiß es nicht, ich bin noch nie einen echten Formel-1-Wagen gefahren, leider. So, dann sind wir 2 Sekunden schneller mit abkürzen. Und ja, da würde ich mal sagen, wir switchen jetzt über ins F1 2016 und schauen mal dort, was man so für Fahrer kennt und ja, wie sich das so anfühlt. Let's go!